Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird man vergessen. Im Namen Gottes. Und ich war der festen Überzeugung, dass da eine Wackelpuppe steht irgendwo. Ach, schade. Oder sie steht ja doch irgendwo, aber ich hab's wieder übersehen. Aber ich glaube eher zweiteres. Dass ich kleine Dorfdeutscheln, dass ich kleiner Dorfdepp das wieder übersehen habe. Mittlerweile nämlich eher glaub. Na, ist wurscht. Dann soll es so sein. Hallo Behemoth. Da haben wir auch noch nichts auseinandergenommen. Oder waren wir da schon? Ui, da waren wir schon. Ja. Was war da oben? Sklave. Okay, den können wir aber freilassen. Also das heißt wieder, ich bin so ein Arschloch. Ja. So. Da hinein. In die Hütte einerlei. Wachhaus. Okay. Es wird gleich wieder geschossen. Nicht einmal. So. Nö. Kühlschrank. Ah. Medex, Mentats. Nehmen wir mit. Schneller Wett. Ich geistige Null hab die Backelpuppe wieder übersehen. Ich war mir sicher, dass es da eine gibt. Egal. Ja, wir lassen die drei jetzt einmal aussehen. Dann passt das schon wieder. Denn eine gute Tat für jeden Tag, gell? Du bist frei. Frei wie ein Vöglein, mein Sohn. So. Aha. Ja, wenn er so bescheuert ist und nicht schaut, dann kann ich ihm auch nicht helfen.
Wo ist bitte Vault 112? Und warum laufen die jetzt auf einmal weg? Stinke leicht so. Ah, okay, wir gehen jetzt da über diesen kleinen Kamm und dann schauen wir weiter. Aber ich stink so, drum waren die waren ja sonst, dass wir uns jetzt nicht wegklappen, ne? So, ich werde jetzt wieder mal speichern. Oh, der Tenpenny Tower. Müssen wir auch noch hin. Da müsste am Horizont irgendwo eine Werkstatt sein. Beziehungsweise, wo ist unser nächster Vault? Keine Ahnung. Der nächste Vault, oder gehen wir jetzt oben? Aber mich würde interessieren, wie es da mit diesem, wie man da weitermacht mit diesen komischen Behemoth, weil das war noch nicht der letzte. Es gibt ja noch ein paar. Oh Gott, ein Wachbot. Gut, den werden wir jetzt von Anfang an mal gleich mal unter schweren Druck setzen. Da mal speichern. Toll, Kenny. Der war daneben. Sehr gut, Mädel. Dankeschön. Munitionskiste. Oh. Oh. Wir werden sie benötigen. Oder sollen wir zuerst... Sehr gut. Was brauchen wir? Na, weißt du was? Wir nehmen zuerst irgendwas. Mal schauen, wie das ausschaut. Ah, das war das. Okay. Ja, das schaut gar nicht mehr so schlecht aus. Gefällt mir.
Okay. Dann spazieren wir hier jetzt rein in Richtung Vault 112. Und suchen unseren Papi. Na, wir werden das anders machen. Wir haben jetzt die Garage mal entdeckt, wo wir hin müssen. Warte mal. Ich wusste es, dass ich mich nicht verheert habe. Hä? Oder ist die unter uns? Keine Ahnung. Weil schau mal, da links unten am Radar wuselt ja ganz schön. Nö, ich glaube, die sind unter uns. Oh, wieder was fürs Schloss knacken. Geil. Truhe leer, Koffer leer. Ach, das fällt meinem Herz so schwer. Radawai Stümperpack. Was ist da? Nix. Ah, das ist unter uns. Okay, ich habe gewusst, dass ich mich nicht verheert habe. Na, wir machen es so. Wir werden zuerst was anderes machen, bevor wir das runtergehen. Bevor wir das jetzt runtergehen in den Vault 112, oh Gott, reisen wir kurz nochmal nach Hause, werden einiges umbauen, herrichten und kommen dann wieder zurück. Wir müssen es einmal machen. Oh, Sklavenhändler. Lebensberechtigung gleich 0. Sehr gut. Okay.
Dann mal schnell eine Nacht in Richtung Megaton gereist. Noch einen Teil müssen wir auch noch. Megaton. Gut. Gut, wir werden jetzt ein bisschen was umbauen. Sehr gut, aber wo wir jetzt alle finden, weiß ich nicht. Tut mir leid. Und wenn wir jetzt auch nicht alle finden, ist mir das auch wurscht. So, kurzen Augenblick. Wenn ich mich da schon herbemühe und das alles mache, dann erlaube mir da inzwischen eine zu rauchen, gell, da. So, nö, nö. Super. Jetzt ist die nächste Top-Waffen weg, oder? Ja, sicher. Egal. Okay. Warte mal. Die Minigun halten wir uns auch noch. Ich habe gesagt, die großen Waffen halten wir uns dann später auf für die na, hilf mir. Die großen Waffen halten wir uns dann auf später für die mei, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Für die Todeskrallen. Was ist da alles herinnen? Mal schauen, ob wir da ein bisschen was reparieren können. Ja, ein bisschen was können wir reparieren. Jetzt habe ich Idiot schon wieder das Falsche genommen zum Reparieren. Also ein bisschen einen Sockenschuss habe ich zeitweise schon. Oh Gott. Der ist ja früh repariert. Okay. Jetzt da. Damals gewandt einmal alles, was wir nicht mehr brauchen, da einer. Wir kommen dann nämlich nicht mehr zurück. Wow. Ja, mit der möchte man ein bisschen aufgehalten. Da werden wir eine mitnehmen. Das lassen wir da, das nehmen wir mit. Den da wir da einer.
Okay. Jetzt hätten wir eigentlich, aber die Waffen möchte ich ein bisschen was weg tun. Das haben wir weg. Ich hab gesagt, die großen Waffen, da haben wir da einer. Die brauchen wir später. Weil zu die Todeskrallen gehe ich wirklich nur top ausgerüstet. Weil du hast gesehen, wie die das erste Mal mit uns umgesprungen sind. Da haben wir auch da einer. Sturmgewehr nehmen wir mit. Die moderne Zuhaltung. Also was wir dann, das ist Essen, was wir nicht brauchen, da haben wir auch da dazu einer. Und die Drogen. Na, das Menschenfleisch brauchen wir. Das können wir den einen Ghoul geben. Und trotzdem wiegen wir noch immer so viel. Weil ich glaube, das sind dann schon die Waffen, was so schwer sind. Und auch das bisschen Rüstung da. Also, Sie sind offensichtlich verwundet. ich bin immer verwundet. Und da haben wir auch noch so viel Blödsinn herin. Alsbaldigen 7:17 Uhr. Machen wir mal 13 Stunden. Arztbesuch ans Herz legen. Schön, Sie gesund und wohlbehalten wiederzusehen. Ja, begrüße. Okay, liebe Leute, groß und klein, zurück zu Vault 112. Ja, bitte, 155 Orte entdeckt. Und ja, wenn wir die Chance haben, es gibt nämlich einen Perk, der zeigt uns nämlich der zeigt uns nämlich auch sämtliche Orte, die es gibt in dem Spiel. Dann werden wir diesen Perk auch nutzen, der uns die komplette Karten öffnet. Ich muss erst schauen. Du musst erst schauen, was, wie, wo, wann und warum und wieso und weshalb, gell? Wir machen es zuerst einmal ganz auf die lässige, eine attraktive Lederrüstung. Oder wollen wir die Karten so aufmachen? Na, schauen wir mal. Nein. So. Okay, dann ab die Post. Vault 112. Wir sind endlich am Ziel. Warte mal.
So, aber bis dahin habe ich es wieder vergessen. So. Willkommen in Ward 112 Einwohner. Laut der Sensoren sind Sie 202,3 Jahre zu spät angekommen. Bitte ziehen Sie wieder Ihren von VaultTech ausgegebenen Vault Overall an. Wenn Sie Ihren Overall verlegt haben, darf ich einen neuen ausgeben. Bitte gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene, um in Ihrem zugewiesenen Tranquility-Sessel Platz zu nehmen. Bitte im Tranquility-Sessel Platz nehmen. Dann setzen wir uns in einen Dark Tranquility Sessel. Gute Musik. Scheiße! Egal, wir werden noch mal da oben kommen. Ich will das unbedingt zerlegen. Wissenschaftliche Anstrengungen. Aufgabe erfüllt. Das sind jetzt wir. Hallo, schöner Tag heute, nicht wahr? Du solltest mit Betty sprechen. Sie wartet drüben am Spielplatz auf dich. Viel Spaß. Jawohl. Das erste Mal, wie ich die Mission gemacht habe, bin ich durchgedreht. Hallo. Du wirst gleich sehen, warum. Oh, jemand Neues zum Spielen. In letzter Zeit habe ich wirklich viel Glück. Mir ist gerade etwas langweilig. Oh, wir werden jede Menge Spaß haben. Und mit wem habe ich es hier zu tun? Ich heiße Betty. Ich lebe hier in der Tranquility Lane. Willst du ein Spielchen spielen? Ich habe ja gewusst, dass du es tun würdest. Es ist wirklich ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, Timmy Newsbaum zum Weinen zu bringen. Mehr nicht. Kein Ob du Problem. das wohl schaffst? Naja, wird sich ja zeigen. Viel Glück! Da ist man stolz, Amerikaner zu sein, nicht wahr? Hallo, ich bin Timmy. Möchtest du spielen? Hey, ich habe gehört, dass sich deine Eltern wegen dir scheiden lassen. Du bist ein großer, dummer Lügner. Wirklich für alles dankbar, das wir haben. Hallo, möchtest du spielen? Wieso funktioniert das doch nicht? Betty sagt, ich soll sie zum Weinen bringen. Was? Nein, das hat sie nicht. Oder etwa doch? Ich mag sie nicht. Sie ist unheimlich und lacht über Dinge, die nicht lustig sind.
Nichts von dem ist echt. Das ist alles nur ein verrücktes Experiment. Was? Du bist aber ein merkwürdiger Vogel. Na, warte mal kurz. Ich muss noch mal laden. Ja, ich muss es nochmal neu machen. Irgendwas habe ich falsch gemacht jetzt gerade. Die Aufgabe kann nicht aktiviert sein. Na, passt. Wurscht, wir machen es nochmal. Ist doch wurscht, wenn wir Zeit. Das Let's Play lebt uns nicht davon. Und die Zeit auch nicht. Willkommen in Wo. Bitte ziehen. Bitte ein Tranquility. Ja, ja, wissen wir schon. Sessel ist verfügbar. Bitte Platz nehmen. So. Das wir aber gleich speichern. Wenn wir da jetzt drinnen sind, speichere ich gleich. So. Hallo, schöner Tag heute, nicht wahr? Du solltest mit Betty sprechen. Sie wartet drüben am Spielplatz auf dich. Viel Spaß. Papa finden. Hallo. Hallo, ich bin Timmy. Möchtest du spielen? Was können Sie mir über die Nachbarschaft sagen? Hier ist es ganz in Ordnung. Ich habe eigentlich keine Spielkameraden, außer Betty. Und Betty ist irgendwie, naja, sie ist eben gemein. Haben Sie meinen Vater gesehen? Deinen Vater? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist er denn verschwunden? Ich muss los. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Tag. Wir müssen das jetzt ein bisschen anders angehen. Braver Hund. Dann wir da nochmal speichern. Das muss jetzt ein bisschen anders angehen. Oh, jemand Neues zum Spielen. In letzter Zeit habe ich wirklich viel Glück. Mir ist gerade etwas langweilig. Oh, wir werden jede Menge Spaß haben. Wo bin ich? Das hier ist die Tranquility Lane. Wir alle leben hier und du wirst jetzt auch hier leben. Was? Ich wohne hier nicht. Doch, jetzt lebst du hier. Du lebst hier, bis ich das Gegenteil behaupte. Ich weiß, warum spielen wir nicht ein bisschen? Was zum Teufel geht hier vor? Wenn du es genau wissen willst, wir machen jetzt ein Spielchen, du Dummkopf. Na gut. Ich habe ja gewusst, dass du es tun würdest. Es ist wirklich ein einfaches Spiel. Es geht nur darum, Timmy Newsbaum zum Weinen zu bringen. Wer ist das? Er ist außer dir das einzige Kind, das hier lebt. Er ist eine ganz große Heulsuse. Das wirst du schon noch merken. Bring ihn zum Heulen und komm dann wieder hierher zurück, damit wir weiterreden können.
Guten Tag. Hallo, wie geht's dir? Was gibt es über Timmy Newsbaum zu sagen? Timmy? Ach, Timmy ist ein braver Junge. George und ich sind ja so stolz auf ihn. Mir ist ganz egal, was Mabel sagt. Ich glaube nicht, dass die Militärschule gut für ihn wäre. Ich habe große Lust, ihr die Broschüre wiederzugeben und ihr zu sagen, wo sie sich das Teil hinschieben kann. Ich muss los. Tschüss. Hallo, möchtest du spielen? Was? Habe ich etwas angestellt? Sie wissen, was sie getan haben und lassen sie hier Mutterseelen allein. Die beiden haben dich eigentlich gehasst und sich gewünscht, dass sie tot wären. Nein, nein, nicht Mama und Papa, nein! Bitte, das, was ich jetzt alles mache, bitte nicht ernst nehmen. Das ist rabenschwarzer Humor. So. Ja, ich wusste, dass du es schaffst. Das war vielleicht nicht gerade erfinderisch. Aber Überredungskunst kann sehr wirkungsvoll sein. Gut gemacht. Da du das Spiel gewonnen hast, erhältst du einen Preis. Du darfst eine Frage stellen, die ich ehrlich beantworten werde. Wo ist mein Vater? Wo dein Vater steckt? Er ist ein Wissenschaftler. Er sucht nach Dr. Braun. Du meine Güte, was für eine wunderbare Wendung. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr zwei miteinander verwandt seid. Naja, ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ich fürchte, dass er im Augenblick leider nicht erreichbar ist. Ich will ihn sehen und zwar sofort. Nein, das geht jetzt nicht. Wir haben deine Fähigkeiten als Unterhalter noch nicht vollständig ausgeleuchtet. Du musst erst noch ein paar Dinge für mich tun. Was soll ich tun? Besuch mal die Rockwells. Sie sind sehr glücklich verheiratet. Und ich möchte, dass du das änderst. Zerstöre ihre Ehe. Dann können wir weiterreden. Gut, aber nur weil ich noch mehr Antworten von Ihnen will. Stell das an, wie du willst. Wenn du erfolgreich bist, setzen wir unser Gespräch fort. Gut, dann gehen wir zur Ehe zerstören. Man, das erste Mal habe ich mich so geärgert in der Mission, weil ich nicht gewusst habe, wie ich was machen soll. Aber wenn du es ein zweites Mal oder drittes Mal spielst, dann ist das eigentlich relativ witzig. Hallo, hallo! Gibt's da was Interessantes über Ihre Ehe zu sagen? Hör mal zu. So etwas fragt man einfach nicht. Unsere Ehe ist unsere eigene Sache. Das ist eine Privatangelegenheit. Wieso können die Leute das nicht verstehen und uns einfach in Ruhe lassen? Tschüss. Hallo. Warte mal, Ihre Ehe Ihre Ehe zerstören, ohne sie zu töten. Kurzer Blick. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Hallo. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich sag's Ihnen ja nicht gern, aber ich sah Ihren Mann eine andere küssen. Das gehört Martha Simpson, nicht wahr? Ich hab es ja gewusst. Das reicht. Ich hab von Rogers Lügen und Flausen genug.
Sehr gut. Du gehörst hier nicht hin. Du solltest gar nicht hier sein. Das ist nicht real. Nichts davon. Es muss enden. Das Leiden muss enden. Endlich jemand, der weiß, was abgeht. Wie komme ich hier raus? Wir sind nicht wirklich hier. Wir reden nicht wirklich miteinander. Das ist alles eine Täuschung. In Wirklichkeit schlafen und träumen wir. Der Traum ist zu einem Albtraum geworden. Er muss ein Ende haben, aber wir haben keine Kontrolle. Er steuert alles und will nicht, dass wir aufwachen. Von wem reden Sie? Betty natürlich. Er nennt sich jetzt Betty, ist aber immer noch derselbe. Egal, in welche Verkleidung er schlüpft, hinter der netten Fassade steckt nach wie vor er. Ich rede von Braun. Der Mistkerl glaubt, er sei Gott, weil er alles hier miterschaffen hat. Ich weiß genau, dass er das Notprogramm noch benutzt. Notfallsystem? Was zum Teufel soll das heißen? Wie kommt es, dass Sie die Einzige sind, die das weiß? Keine Ahnung. Manchmal kann ich nicht schlafen. Ich höre Stimmen. Meine Haut fühlt sich seltsam an. Nichts ist echt. Du musst mir glauben. Du musst diesen Notschalter finden. Das Notprogramm befindet sich im verlassenen Haus. Er will nicht, dass wir dorthin gehen, weil er Angst davor hat, dass wir das Notprogramm finden. Das ist das einzige Terminal zur Außenwelt, die einzige Möglichkeit, alles auszuschalten. Du musst es unbedingt finden. Bleibt wieder mal alles an uns hängen. Wie immer heute. Unmöglich, unmöglich. Wie heißt das damit zwischen Speichern? Du hast dein Ziel also erreicht. Ich hatte etwas mehr Dramatik erwartet. Die Überredungskunst scheint aber deine Stärke zu sein. Zumindest bist du im Gegensatz zu deinem Vater kooperativ. Ich war sehr enttäuscht, als er sich weigerte, von mir aber eine Gegenleistung verlangte. Ich habe getan, was Sie wollten. Jetzt will ich ein paar Erklärungen hören. Bisher hast du mich gut unterhalten. Aber trotzdem bist du nicht in der richtigen Lage, um Forderungen stellen zu können. Aber ich denke, du hast dir das Recht auf weitere Antworten verdient. Was möchtest du mich fragen? Wo ist mein Vater jetzt? Er ist hier. Und es geht ihm gut. Er wurde lediglich daran gehindert, mich zu stören. Woher weiß ich, dass Sie nicht lügen? Haben Sie ihn auch gesehen? Ich will ihn sehen. Wo ist er? Genug Spielchen. Bringen Sie mich jetzt zu ihm. Nehmen wir das Erstere. Jetzt glaubst du mir noch nicht mal. Sehr enttäuschend. Ich versichere dir, James und ich haben vor deiner Ankunft lange miteinander gesprochen. Machen wir jetzt weiter, bevor du mich langweilst. Bringen wir es einfach hinter uns. Oh, jetzt komm. Bitte etwas mehr Enthusiasmus. Dieses Mal gibt es weniger Regeln. Ich will einfach mal sehen, was du leisten kannst. Ich möchte, dass du Mabel Henderson tötest. Streng dich an. Sei kreativ. Sie einfach totzuschlagen, wäre nicht gerade beeindruckend. Ja, wir werden es trotzdem machen. Natürlich willst du es tun. Und man weiß ja nie. Vielleicht gefällt es dir ja sogar. Das Haus. Einen kreativen Tod für Mabel Henderson ersinnen. Martha Simpson. Und das ist die gute Mabel. Hallo. Oh, Mabel. Wollten Sie sich nach einem neuen Roboter umsehen? Ich weiß doch, dass Sie mit Ihrem alten Roboter unzufrieden sind. Ich mag keine Roboter. Ich mag den nicht, den ich habe, und einen neuen will ich nicht. Wenn ich ihn nicht bräuchte, würde ich ihn wegwerfen. Wirklich, Mabel. Du brauchst dir deswegen überhaupt keine Sorgen zu machen. Es ist nichts weiter als ein Haushaltsgerät. Naja, wenn Sie das sagen. Mir gefällt das Ganze aber trotzdem nicht. Was ist, wenn einmal etwas schief geht? Ach, Mabel, Sie machen sich zu viele Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Hallo, Mabel. Wie geht's? Roger und Janet scheinen sich jetzt wieder besser zu vertragen. Finden Sie nicht auch?
Es scheint so zu sein. Ich hab's gar nicht richtig bemerkt. Bis später. Okay, einen kreativen Tod ersinnen. Guten Tag. Begrüße. Wir folgen ihr jetzt einfach einmal. Ja, das sind wir. In Gestalt eines Mädchens, eines jungen Mädchens, das einfach mal... Ja, Christi, komm, schleich die. Warte. Hallo, schön dich zu sehen. Begrüße, Jungspund. Genießen wir die Show. Wenn sie irgendwann mal stattfinden sollte. Jetzt kommt sie. Nein! So. Gut gemacht, gut gemacht. Du erzielst gute Ergebnisse und hast meine Erwartungen übertroffen. Und jetzt kommen wir zur letzten Aufgabe. Bei Erfolg erfülle ich einen beliebigen Wunsch. Du musst wissen, dass ich bisher sehr ehrlich zu dir war. Du hast keinen erkennbaren Grund, mir zu misstrauen. In der Hundehütte hinter dem verlassenen Heim sind eine Maske und ein Messer. Setze die Maske auf und verwandle dich in den Westentaschenschlitzer. Eliminiere mit dem Messer alle Einwohner der Tranquility Lane. Wer zum Henker ist der Westentaschenschlitzer? Er ist eine Figur aus einem Mythos, der am Lagerfeuer geboren wurde. Du wirst ihn zur Realität werden lassen. Die Ansässigen werden dich kennen und fürchten. Komm zu mir zurück, wenn du alle eliminiert hast. Ich dachte mir, dass es dir gefällt. Es basiert auf einem alten Großstadtmythos. Eine Geschichte, die vor vielen Jahren am Lagerfeuer erzählt wurde. Die Ansässigen kennen alle die Geschichte und werden sich vor dir fürchten. Jetzt geh und mach mich stolz. Ich will zu diesem verlassenen Haus. Ich will hier endlich raus. Der neues Bums oder New Bums, Bums, Bims, Bums, Bums. Okay. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Die Toilette. Wir werden den ganzen Schwachsinn dort ein Ende setzen. Und zwar, das wird jetzt ein paar Minuten dauern, weil du musst dann nämlich dieses Terminal finden. Und zwar, dieses Terminal findest du, schau her, ich zeig dir das jetzt da. Du hast den Betonblock, den Glaskrug, das kaputte Radio und die Colaflasche.
und den Gartenzwerg. Und jedes Mal, wenn das aufploppt, hast du den Dings falsch eingegeben. Warte mal, jetzt schau ich nur gerade. Nicht, dass ich da jetzt da. Ah, da können wir uns eh noch hinsetzen. Okay, fangen wir mal an. Radio. Glaskrug. Radio. Glaskrug. Zwerg. Radio. Glaskrug. Zwerg. Beton. Nochmal. Radio. Glaskrug. Zwerg. Radio. Glaskrug. Zwerg. Glaskrug. Radio. Glaskrug. Zwerg. Glaskrug. Radio. Glaskrug. Zwerg. Glaskrug. Betonblock. Schwein. Radio. Glaskrug. Zwerg. Glaskrug. Betonblock. Zwerg. Und um das geht's. Hilfsbefehlsterminal. Oh Gott. Auf das Programm, auf die Version. Was? Failsafe-Programm starten. Dr. Braun. Hier ist der revidierte Code für das militärische Trainingsprogramm, an dem Sie Interesse hatten. Mir ist immer noch nicht klar, was Sie damit anfangen wollen, und ich weise Sie erneut darauf hin, dass dieses Programm nie dafür vorgesehen war, auf zivilen Geräten ausgeführt zu werden. Offen gesagt, bezweifle ich, dass eines der Geräte, zu denen Sie Zugang haben, überhaupt in der Lage ist, das Programm auszuführen. Aber Sie können dieses Programm wie gewünscht mit ausgeschaltetem Notprogramm ausführen. Dann sterben Ihre Versuchspersonen in der echten Welt wirklich, wenn sie in der Simulation getötet werden. Es versteht sich natürlich von selbst, dass ich Ihre Anfrage offiziell abgelehnt habe. General Constantine Chase. Oh Gott. Irgendwas habe ich jetzt übersehen. Auf das Programm. Auf die Versionskontrolle zugreifen. Ah, da waren wir schon. Tranquility Lane. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt, da geht's. Tranquility Lane verlassen. Aber wow.
Wenn ihr doch nur wisst, wie der jetzt verlass. Ah. Was hast du getan? Du hast das Notprogramm ausgelöst und alles ruiniert. Die Zielpersonen werden sterben. Und ich stecke alleine in dieser Hölle fest. Du hast alles ruiniert. Alles. Warte mal. Jetzt sitze ich am längeren Hebel. Es ist vorbei und jetzt klappe. Ich stelle hier die Fragen. Es ist nicht vorbei. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Verstehst du? Ich will einfach nur, dass alles wieder so ist, wie es war. Ich bin wegen meines Vaters hier. Wo steckt er? Er war die ganze Zeit hier. Aber du warst zu blöd, um es zu bemerken. Verstehst du? Der Hund. Des Menschen bester Freund. Aber jetzt hast du mir alle Freunde weggenommen. Meinem Vater geht's also gut und ich kann ihn wiederfinden. Ja, ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Wenn du die Simulation verlässt, wird er zweifellos auf dich warten. Aber auf mich wartet niemand. Ich will mehr über das GEG wissen. Das Garten-Eden-Erstellungskit. Es war ein Terraformungsmodul zur Wiederherstellung der Welt nach einer atomaren Katastrophe. Eine instabile Technologie und fürchterlich langweilig. Warum sollte man die alte Realität wiederherstellen, wenn man auch eine neue erschaffen kann? Ich will mehr über diese Tranquility Lane hören. Das ist meine größte Errungenschaft. Die beste der vielen Simulationen, die ich in den 200 Jahren entwickelt habe. Ich habe mit den anderen gespielt, aber sie haben mich gelangweilt. Diese Version wurde nie alt. Sie hat mir immer und immer wieder Spaß gemacht. Das wissen wir schon. Ich muss Weg los. hier! Ja. IGE, Papa, Ratte. Was so ein Mistvogel. So, dieses Du hast Gespräch mich wird länger gerettet. dauern. Ich hatte schon befürchtet, für immer da drin gefangen zu sein. Es ist schön, dich zu sehen, aber was machst du hier? Ich habe dich gesucht. Ich bin froh, dass du da bist. Mit dieser Entwicklung hatte ich nicht gerechnet. Ich war auf Braun nicht gefasst. Sonst wäre es mir besser ergangen. Wie, Hund sein war nicht dein Ding. Nun, ich nehme an, es hatte auch gute Seiten. Aber alles in allem ziehe ich es vor, zum Greifen geeignete Hände zu besitzen. Jetzt, wo ich zurück bin, kann ich mich wieder an die Arbeit machen. Ich muss Madison sagen, was ich herausgefunden habe. Was hast du herausgefunden? Ich hatte mit Braun recht gehabt. Die von ihm entwickelte Technologie ist instabil und gefährlich, kann aber für das Projekt Purity angepasst werden. Ich muss nach Rivet City zurückkehren und mit Madison reden. Wenn wir ein GEEK-Modul finden können, können wir das Projekt Purity verwirklichen. Du gehst jetzt also gleich nach Rivet City zurück. Ja, ich gehe zurück. Meine Erkenntnisse werden Madison davon überzeugen, dass wir da, wo wir vor Jahren gescheitert sind, endlich Erfolg haben können. Ich möchte, dass du mich begleitest. Ich will, dass du dabei bist, wenn wir endlich die Schleusen öffnen. Ich komme nicht mit, ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Da können wir nicht da können wir nicht mehr speichern. Das ist mein Mädchen. Beeilen wir uns. Da ich jetzt weiß, was wir brauchen, will ich so schnell wie möglich wieder an die Arbeit.
Okay, können wir kurz miteinander reden? Was ist eigentlich dieses Projekt Purity? Am Anfang war es nur eine Idee. Erinnerst du dich an die Bibelstelle, die deine Mutter so sehr mochte? Kostenloses, sauberes Wasser für alle. Das würde für das Leben aller, die hier im Ödland leben, einen gewaltigen Vorteil bedeuten. Im Lauf der Zeit entstand aus dieser Idee heraus der Aufbereiter, der allerdings nicht mit dem Aufbereiter in der Vault verglichen werden darf. Dieser Aufbereiter war riesig und konnte Millionen von Litern gleichzeitig reinigen. Als Standort benutzten wir das alte Jefferson Memorial im Tidebecken von Washington. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft erleben wirst, wie es läuft. Was ist mit Projekt Purity geschehen? In dem Jahr vor deiner Geburt wurde es schwierig. In der Stadt hatte es immer Probleme mit Mutanten gegeben, aber es wurde noch schlimmer. Sie griffen immer häufiger und brutaler an. Die Unterstützung für das Projekt schwand dahin, als wir keine Erfolge vorweisen konnten. Und der Fortschritt stagnierte. Dann kamst du zur Welt. Deine Mutter und ich besprachen, was wir bei deiner Geburt tun würden. Doch dann starb sie. Und ich musste mich entscheiden. Ich beschloss, zu gehen. Soviel ich weiß, ging danach alles sehr schnell. Es wurde für die anderen zu gefährlich, da zu bleiben. Daher wurde das Projekt aufgegeben. Dr. Lee ging mit ihrem Team an den Ort, aus dem später Rivet City wurde. Und seither ist es um das Projekt Purity still geworden. Wie ist Mama wirklich gestorben? Ich verstehe, dass du Grund dazu hast, sehr viele Dinge in Frage zu stellen, die ich dir im Lauf der Jahre erzählt habe. Aber deine Mutter... Ich habe dir über das, was geschehen ist, nie etwas vorgelogen. Kein einziges Mal. Sie ist bei deiner Geburt gestorben. Das war eine schwere Zeit. Sie hat sich so darauf gefreut, dich zu sehen und dir ein Zuhause zu schaffen. Falls du mir auch sonst nichts glaubst, dann glaube mir wenigstens, dass sie dich über alles geliebt hat. Was soll eigentlich das ganze Trara ums Wasser? Die Vault, in der du aufgewachsen bist, hat ein eigenes Wasseraufbereitungssystem. Sauberes Wasser war nie ein Problem. Hier draußen ist das anders. Hier draußen ist das Wasser nie sauber und fast immer verstrahlt. Es ist kaum dazu geeignet, als Grundlage für normale Lebensformen zu dienen. Wenn wir das ändern können, hat die Menschheit tatsächlich eine Chance, den Wiederaufbau zu schaffen, um wieder ganz von vorne zu beginnen. Warte mal kurz. Können wir kurz miteinander reden? Natürlich können wir miteinander reden, mein Schatz. Was hast du auf dem Herzen? Das kennen wir mal nicht. Das wissen wir aus den Geschehnissen im Vault. Wie konntest du mich einfach zurücklassen? Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte, dass du in Sicherheit bist. Das hier wollte ich nicht für dich. Ein Leben hier draußen in diesem gottvergessenen Kriegsgebiet. Ich konnte dir nicht sagen, was ich tat, weil ich nicht wollte, dass du mir folgst. Dieser Plan ist allerdings nicht so gut aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Warum solltest du dich solchen Risiken aussetzen? Bist du lebensmüde oder was? Geht es um Mutter? Strengst du dich wegen dem, was hier zugestoßen ist, so an? Wir könnten beides fragen. Wir fragen es einmal das. Was? Nein, natürlich bin ich nicht lebensmüde. Ich wollte nur... Das ist eine wichtige Arbeit. Sauberes Wasser kann das Leben so vieler Menschen verändern. Ihnen zu helfen, ist das Risiko wert. Ist eigentlich auch eine berechtigte Frage. Ich meine, er wollte uns im Wald unten lassen, aber im Endeffekt, ihr habt gesehen am Anfang, was dabei rausgekommen ist. Ich kann verstehen, dass du verärgert bist. Dazu hast du auch das Recht. Vielleicht war meine Wahl nicht die richtige. Damals aber war ich überzeugt, das Beste für dich zu tun. Ich glaube, ich verstehe. Ich bin froh, dass wir miteinander reden konnten. Schon gut. Machen wir, dass wir fertig werden. Ich hoffe, dass du den Grund meiner Handlungsweise verstehen kannst. Ich will auf keinen Fall meine Tochter verlieren. Okay. Los geht's. Pass gut auf dich auf, Schatz. Na, immer doch. Ich passe auf, aber er nicht. Das Luder.
Wissenschaft. Scheiße. Ich muss halt Wissenschaft aufbringen für das eine Dings hinten. Das können wir später machen. Ja. Oder? Wenn ich jetzt hergehe und der ist komplett auf die Skill, haben wir nichts davon. Wir werden einmal da 10 Punkte investieren. 5 in die Wissenschaft. Und die 4 in die, ins Reparieren. Genau. Vielleicht haben wir irgendwo, warte mal. Gesetzesbringer. Ah ja. Auftragskiller, Atlantium-Skelett. Heckenschütze, Tierfreund, Nerdwut, mysteriöser Fremder, Finesse. Strahlungsresistent Kommando. Die Größe zählt. Schatzsucher. Revolvermann. Bleimagen. Windhund. Da, das nehmen wir. Warte mal. Gnädige Frau. Wo war denn das jetzt da? Ah, da werden wir noch ein bisschen. Wurscht, wir kommen wieder zurück. Hallo, gnädige Frau. Ja, begrüße. 75. Ah, da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Aber wir kommen noch mal zurück da oben, in diesen Wald. Hallo, gnädige Frau. Ja, begrüße. Mit einem NPC bis Rivet City laufen. Na, das tue ich mir aber nicht an. Ehrlich nicht.